Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats und ich will heute ein Thema noch ein bisschen aufgreifen, weil das über die letzte Zeit noch so ein paar Nuancen beigekriegt wird, dass es vielleicht gut ist, für also mal ein bisschen nie weitgreifend zu erklären. Eine Zeit lang, wo ich mich mit Esoteriker, mit Spiritualität befasst habe, sind ich immer auf den Aspekt geraten, wo Leute gesagt haben, dass man Non-Dualität tun und dass es Dualität nicht gibt. Und ich war auch lang genug überzeugt davon, dass das auch so wird. So befasse ich mich seit einer gewissen Zeit mit dem Taoismus, und ich spreche noch nicht vom Taoismus, den wir heute so gelehrt gehen, von wegen alles am Flow, man muss sich just hinholen, wo die Leben hingeht, und ja, das ist alles gut, bla, wo weit, nee, absolut nicht. Das ist spannend zu sehen, wo ein Taoismus hinbringen kann, wenn ein und kulturelle Aspekte gerät, die außerhalb von dem Sinn, was wir an den westlichen Ländern gelehrt gehen. Wir wird wirklich nach einer Kultur kennt eher die chinesische Revolution war, also wirklich aus dem allen China sozusagen, aber in der Möglichkeit tut darüber Zugriff zu. Ich will nicht auf Nuancen und auf Details, was ich da alles lehre, weil ich wirklich recht an dem Anfang von der Formation sehe. Aber das Thema Dualität fand ich ganz spannend. Und zwar will ich einmal wirklich ein bisschen herausholen, wie das ganz eigentlich abgesagt wird. Das heißt, ja, natürlich sind die Yin und Yang, und das sind noch auch verstanden, aber ich will mir wirklich ein bisschen weisen, was die Differenzen an dem Ganzen sind. Was ich interessant fand, dass Taoismus hat den ewigen Himmel und den innersten Himmel. Alles, was den innersten Himmel ist, das uns steht, was Manifestationen zu dienen, das können auch schon gedankliche Manifestationen sein. Und an dem innersten Himmel, also wo auch eine Seite zugehört, da ist Dualität ein Thema für sie. Das heißt, es gibt sie. Das wird aber so die Nuance dran, wo die Sache anders ist, als wie sie die Sache mit der Dualität gesehen. Und zwar geraten sie nicht an die westliche Dichotomie, wo wir dann auf den Punkt kommen, den ich schon am Thema Yin Yang abgeholt habe, von wegen für zu sagen, dass es geht gut und geht böse. Natürlich bei ihnen geht es die Auffassung nicht so. Bei ihnen gibt es Sachen, wenn man zu viel von etwas hat, dann kann es immer negativ sein und sich schlecht auswirken. Und wenn das ganz an Balance ist, aber das ganz am Austausch ist mit denen, dann ist es gut. Das ist nicht ganz so viel gesagt, natürlich. Ne? Am Sinne von nicht mit unseren christlichen Werten von gut und böse die Sache runterzugehen. Nun wäre mir aufgefallen, in der Zeit, wo ich mich mit diesen Sachen befasst habe, dass ich immer den Aspekt gehabt habe, dass ich durch die Kybalion, sie schwätzen nicht von der Dualität, sie schwätzen von der Polarität. Also wir haben einen Pol auf der einen Seite, einen Pol auf der anderen Seite. Als Psyche hat sozusagen zwei Extreme, die Polen durchstellen, und mehr schwingen zwischen den Polen hin und her und drehen auch wie eine Spirale rundherum sozusagen. Das kommt ganz klar, ob das raus, was Yin und Yang an allen Hinsichten weiß. Das heißt, all die Ideen haben nicht, wie gesagt, mit gut oder mit böse oder mit schwarz und weiß, so wie sie sich wie wäre es vorstellen, mehr am Sinne von all die Nuancen sind wir dran. Das heißt, eine Dualität ist für sie und auch für mich, das heißt, da holen sie mich komplett offen, das ist da ist für mich, so wie ich die Sache gesehen. Dualität gedeiht Möglichkeit, zwei Pointe reparieren zu holen und zu gucken, wo ist alles mit dran ist, was also wie zwischen den Zuschwingungen. So. Und dabei ist auch klar, und das kann ich bis an Physik mal daran holen, dass die Polen dass die, also das sagt, was du dazwischen, dass die Energie dazwischen, dass das die eine Bewegung ist, das heißt, das nicht irgendwie ein komplett Linie, die durchgestracht ist, wo ihn dann auf den zwei Dingen, die eng an die andere Seite tut, das wird mehr daraus machen, das wird den Dichotomie nennen. Ich fand, das klingt schon nach einer Krankheit am Sinne von, wenn es nicht schwarz ist, dann muss es weiß sein. Wenn du nicht gut bist, dann musst du weiß sein. Wenn du nicht beschreiten was, dann musst du arrogant sein. Aber dass es so viele Nuancen dazwischen gehen, die gehen bei uns extrem sehr rausgespult. So, dass ich wirklich noch die zwei Kehren hat. Aber sogar wenn in eine Batterie hält,
da kann den Pferde sprengen mit den richtigen Techniken Pol von einer Batterie zu wechseln, also so plus auf die Minus und umgekehrt. Für Wert fällt das Changement, das weil da dann Dinge als die wechselt. Und so hat man die ganze Kopfsache. Was dabei auch noch interessant ist, dass an dem Taoismus, an der Idee von Yin und Yang, auch die Idee vom Gender mit reingeht. Das heißt, der männlichen und der weiblichen Gender ist bei ihnen eine Dualitätsenergie, die schwingen kann. Die beste Beweis und schon mal die besten Ideen und Beispiele, die ich mit der Kamera auf den Weg gehen, Leute, die sich mit dem I Ching befassen, die wissen, dass es da Striche gehen, die mutieren. Das heißt also I Ching für die Leute, die das Konzept nicht tun, das das Orakel mit den 6 Strichen, die da durchgestracht sind, an verschiedenen unterbracht sind. Und mit den Techniken, die gebraucht gehen, kann ein Strich sich von einem an den anderen entwickeln, also von einem Yin-Strich, den durchgebracht ist, an einen Yang-Strich, den durchgezogen ist, genauso gut umgekehrt. Für zu weisen, dass während dem Orakel, während der Lektion, die ihn hört, oder die Information, dass er weiß, dass die Energie von etwas an etwas anderes kann sich weiterentwickeln. Und das geht über Striche, die von Yin und Yang mutieren oder von Yang und Yin. Also die von männlich und weiblich mutieren und von weiblich und männlich. Ich ganz aufgesehen davon, dass für sie klar ist, dass wir genauso gut Yin wie Yang Energien haben und dass die Idee zu sagen, ah nee, wir brauchen das männlich gut nicht und wir sind nur nicht mehr Yin, das ist eine Dinge, die vollkommen außerhalb von ihrem Konzept liegen. Und wir sehen auch, wo das tief feiert. Dazu werde ich noch in einem weiteren Dingen abholen, weil das ein ganz spannendes Thema ist, was auch die Sache mit Qi betrifft. Ich muss mir damals schon direkt notieren, dass ich das doch nicht vergesse. Mir war auf jeden Fall extrem wichtig, dass wie wenig das für sie, die zu dienen hat, dass das, wie soll ich sagen, statische Energie sind, dass die einfach nicht mehr stehen. Aber dass das einfach eine Sache ist, die am Movement ist. Die Movement, den wir überall gesehen, wenn ich Logie gehe, dann ist so, ja, wir haben vom Sommer an den Winter, vom Winter an den Sommer, und wir haben Tischen, denke, das wir ungefähr so, wie wenn ich so, ja, wir haben daran nur, und da gibt es so, ja, das heißt, wir haben 8 Uhr, wenn die Sonne abgeht, dann ist die Punkt direkt um Himmel, steht die heiß um Himmel, und das direkt klack ein hell Dinge, nee, das geht auch los. Also so ist bei ihnen auch Dualität verstanden. Und das fand ich persönlich extrem interessant, weil ihn sich dann nicht an den Dingen abhängt, zu sagen, ja, muss ich nur da ziehen, und dann muss ich nur da ziehen, und ich kriege die zwei nicht integriert. Mir ist gut, geht nicht darüber, die zwei als kompletten, wie soll ich sagen, konträr zu integrieren, mehr sich seine eigene Alchemie, seine eigene Mischung davon zu machen, die zwei Punkte dran und die uns sich alle guten, genau gesehen ein übergeordnetes Sujet und auch just den Dinge weisen. Ein bisschen so, stell dir wie ein Duschbier. Thema vom Wasser und von ihrem Dinge wie Temperatur. An er zwei Dualität aus eiskalt und gliedrig. So. Da geht er auch nicht hin an der so irgendwann, ihr seht, oh nee, eiskalt, aber da willst du gliedrig. Du machst das doch nicht. Und das ist genau dasselbe. Nee, der probiert die Mischung zu finden, die Temperatur, wo das Wasser genauso ist, wie sie für euch gut ist, wie sie für euch gesund ist. Den einen will ein bisschen mehr warm, den anderen ein bisschen mehr kalt, den anderen hört so wirklich komplett mit an der ganzen Geschichte und so fort und so weiter. Aber genau so als Dualität auch zu verstehen. Ja, die Dualität, sobald, und das geht, was sie eben den ewigen Himmel des Ciel posterior nennen, den des Ciel anterior, pardon, den 400 Manifestation, da geht es nicht um Potenzial an, du als die Dualität nicht zu erkennen, mit die Potenzial hat immer die zwei Punkte dran, die zwei Extreme plus all die Nuancen dazwischen. Und das ist unsere Stadt, für was das westliche Konzept, was die Dualität betrifft, nicht funktioniert, sobald an natürlich Richtung, spirituelle Richtungen geht. Und die Weise auch wollen, darüber auch aufzubrechen, weil ich schon mal wie Anke, das hat schon erklärt, Serie kriegt, wenn es Yin und Yang geht, ah ja, gut, aber ist. Nee, das kriegt ihn darüber nicht aufgebracht.
an recht dem Moment so wohin aus der Komfortzone raus könnt auch feststellen, wie viel Platz in der Taschen tut, gerät den auch nicht an die Gefahr zu mengen, dass es irgendwo ein Lin ist, ob deren sich die ganze Zeit muss bewegen. Mit das sind do Schwingungsmäßigkeiten hat, für selber ein bisschen rauszufahren, wie bei der Dusche. Aber das da man mal ein bisschen mit kaler stellen. Wie gesagt, muss nicht direkt eiskalt sein. Aber das da man ein bisschen mit warmer stellen. Muss nicht direkt Glieder sehen. Und genau was er da macht. Und dann erkennt den auch, dass die Idee von gut auf vorbei ist extrem verschwimmt. Weil ich kann etwas machen, was den einen extrem gut gesagt, den anderen gesagt als extrem weise und ich schon nicht vielleicht komplett als einem wertneutrale Gedanken herausgemäht. Das andere ist alles nehmen ein Point de vue. Insofern also kann es interessant sein, die Idee von Dualität mal als der typische Dualitätsdenken herauszuholen, sich mit dem Tai Chi zu befassen, wie hier wirklich am Taoismus gemeint ist, sich mit dem Ausdruck Polarität zu befassen, eben zwei Pole, wo das hin und her schwenkt, und dann zu gucken, ob das nicht mehr stimmig ist, wie das, was normalerweise du bist in einer super Gesellschaft, in einer New Age Esoterik Gesellschaft angeboten wird. Insofern wie immer, ich hoffe, du hast dabei rausgeholt. Vielmals merci für den Nolauschen, schöne Mittag, schönen Abend, eine gute Nacht.